Herzlich willkommen miteinander zu einer neuen Folge FIFA Karriere raus mit dem FC Basel. Wir sind zurück nach einer Woche Pause. Mein Name ist Alessio und willkommen auf dem Kanal Italia. Wir machen heute weiter nach einer Woche Pause und schauen uns da erstmal kurz um. Es ist der 13. Dezember 2015. Wir würden jetzt im Pokal gegen Thun spielen. Es geht heute als Spiel und dann fängt Transferphase an. Basel hat jetzt, während ich in der Ferien war, in Spanien, wie ihr in den Spanien-Vlog gesehen habt, diverse Spieler gekauft, wie der Dumbia, der Tarek, der Mohamed El Younousi. Schon schauen. Der Mohamed El Younousi. Omar Gaber ist natürlich schon länger da. Der Kevin Bua haben sie auch zum Beispiel gekauft. Und auch einer, der in der Schweiz recht gut bekannt ist, der Seydou Doumbia. Der Ex-IW-Spieler kommt zum FCB und wird Nummer 88 tragen. Wir schauen uns jetzt da mal an, was wir da für interessante Spieler hätten, die wir eventuell kaufen wollen. Mein Favorit für die Goalposition wäre Gianluca Donnarumma vom AC Mailand mit 16 schon 73 ist echt stark. Wir haben aber schon von der Dragowski und der Watschlik die zwei Hauptgoalies. Vailati wird wahrscheinlich uns verlassen nach dieser Saison. Und dann haben wir den Türkauf und den Salvi. Noch die zwei werden wir wahrscheinlich auch wieder verkaufen. Und eventuell wird der Watschlik auch gehen, weil er mittlerweile alt ist. Das heisst, wir haben mit Donnarumma und dem Dragowski zwei junge, starke Spieler. Dann haben wir in der Rechtsverteidigerposition Sedi Janko von Chelsea, Glasgow, Schweizer, und Callum Patterson, der spielt bei den Hertz in Schotten 1,87, und das ist einer, der richtig gut ist, weil der hat recht gute Stärke, ist kopfballstark und hat eine gute Ausdauer. Wiederum will man da halt auch nur noch lang und Degen haben. Der Degen hat wahrscheinlich Ende der Saison auch wieder verloren. Das heißt, wir brauchen dann nochmal einen zweiten. Dann haben wir zwei gute Leute. Dann haben wir für die Innenverteidigerposition, falls uns einer verlassen, die 5 Möglichkeiten. Das sind einerseits mal der Alexander Dragovic, der eigentlich bei Kiew, glaube ich, spielt, da aber jetzt bei Club Brügge ist. Daniel Rugani vom Juventus, Niklas Süle von Hoffenheim, Alessio Romagnoli, der natürlich den gleichen Namen hat wie ich, vom AC Mailand, auch recht stark, und der Jonathan Tah bei Leverkusen. Mein Favorit ist eigentlich da der Rugani, Dragovic oder eventuell bei Alessio. Dann haben wir als Linksposition neben Ali und Traoré vielleicht haben wir noch einen dritten, falls uns wirklich eines verloren, holen wir den auch. Das wäre der Kocha Aniyasov, Ross 19, auch recht stark. Juri Tielemans wäre da im Zentralmittelfeld, falls jemand das verloren. Und da kommen schon wie Omar Gaber, der bei uns eigentlich als Links- oder Rechtsverteidiger ist, spielt als ZM bei Helsingborgs. Der ist, ich habe jetzt auch mal angefragt, aber den warten wir jetzt mal, weil ich muss halt schauen, wenn sobald der Bericht da ist, ob er überhaupt Rechtsverteidiger kann spielen. Sonst setzen wir ihn einfach dort ein. Dann haben wir eben den Mohamed El Younousi, vielleicht kennt ihr den Cousin von Mohamed, das ist der Tarek El Younousi, der hat bei Hoffenheim gespielt und der ist ein recht starker, der hat 5 Sterne Skills, habe ich schon nachgeschaut. Und ein recht guter, was ich hier gekauft habe, vom Molde. Safari wechselt ja zu Molde. Und von Molde kommt El Younousi. Dann haben wir den Kevin Bua, Stürmer vom FC Zürich, der das Jahr abgestiegen ist, holt der FCB wieder in die erste Liga hoch. Da als linkes Mittelfeld wird wahrscheinlich bei FIFA 17 der Stürmer drin sein. Dann haben wir eben Martin Oedegaard, der zum Auslehnen wäre, mit dem Hachim Mastud zusammen. Das eben nur im Notfall, weil eigentlich haben wir jetzt Ryan Gold beispielsweise, der auch brutal abgeht. Dann haben wir da Sufjan Buffal, 12 Millionen. Wenn's Lil von ihm. Da schauen wir erstmal, dann haben wir Mila Rashica, den habe ich heute per Zufall mal auf YouTube gefunden, von einer anderen FIFA-Karriere, die recht gut ist. Dann Divock Origi, Iheanacho, wo eben als Embolo-Nachfolger würde gut sein, falls er wechseln für eine gewisse Summe, würde ich ihn gehen, aber eigentlich nicht mein Fall. Dann Seydou Doumbia, was sicher kommen will, und Lorenzo Insigne, falls wir mal das Geld hätten. Mein Wunschspieler, den würde ich holen. Ich kenne ihn persönlich, die Eltern von ihm wohnen im gleichen Dorf, wo ich komme. Ich komme von Sarno, das ist das Nabelium, das Mafia-Loch unten.
Aber egal, wir gehen also jetzt gerade die Spiele Thun gegen FC Basel im Viertelfinale vom Schweizer Cup. Und herzlich willkommen zum letzten Spiel von der Basler in dem Jahr. Wir spielen auswärts in Thun im Viertelfinale vom Cup. Ich bin nicht der Walfuß oder der Frank Busch, wenn ich mit der Leser vom Kanal Italiano kommentiere heute euch ein Spiel dafür. Wir spielen gegen Thun. In der anderen Viertelfinale hat sich Lugano durchgesetzt. Sämtliche Spiele einlaufen. Bei den Basler hat es viele Rotierungen gegeben. Nur zwei Spieler bleiben, zwar der Captain Luca Zuffi und der Boetius, der recht gut in Form ist. Jetzt haben wir Durchschläge von der Thun mit Roberto Jos, Nilovic, Birki, Witwer. Dann Kieran Wieser, Hediger, Bein und vorne der Munzi mit dem Rapp. Ein 4-4-2, wo der Thuner spielt. Da sehen wir schon die Änderungen. Vorne wird heute Sporar spielen mit dem Altmeister Delgado und Fahr. Veilati, Degen, Samuel, Kümart, Ali, dann hinten Geschaka und der Zuffi vorne, wo jetzt Delgado, Bjarnason und vorne bekommt Sporar heute wieder mal eine Chance. Kümart und Sporar können sich heute mal wieder mal zeigen. Die jungen Spieler, wir haben die Kamerasicht immer noch nicht gewechselt. Wir werden jetzt in der nächsten Pause gerade mal schauen, wie man das wechselt wieder. Das ist meine erste Runde und jetzt kann ich da mal mit dem Ball gewinnen und Geschacke dafür gab mit einem Feldpass. Die Ansicht gefällt mir gar nicht. Eieiei. Das ist meine erste Runde nach der FIFA. Ich habe also eine Woche lang FIFA nicht angerührt. Ich hoffe es geht so heute, dass wir beim Viertelfinale schon ausgehen tun. Definitiv wieder mein Ziel. Ah, jetzt ist gut unter Druck gesetzt. Ah, boah, jetzt ist es wieder im Schiedsrichter. Ah, vielleicht jetzt Thuner durchgesetzt, aber bei Lati. Jetzt machen wir kurz eine Pause schnell. So, und Kamera ist jetzt wieder richtig angesetzt. Boetius setzt sich jetzt gerade mal gegen die 2-3 Thuner durch und ist aber den Lauf abbrechen. Der Ball ist durchgesetzt zu Sporar, aber der kommt nicht mehr am Ball. Thuner vielleicht jetzt mal mit der Chance. Irgendwie ist die Ansicht hure komisch. Ich weiß nicht, was genau da ist. Ich lasse es jetzt mal so. Vielleicht gibt es in der nächsten Folge mal eine bessere Variante. Kümart. Ball für sich setzt. Jetzt schaffe ich den Umstoß. Delgado. Oh, und da wird er umgerätscht. Das müsste Geld geben. Für den Thuner Spieler wird auch geben, und zwar für den Kirm, der da wirklich fast in der geht da hinten eingrätscht. Schaka vielleicht mit dem Ball in die Mitte, aber da passiert nichts. Payne gewinnt den Ball zurück. Rapp für den Wieser. Wir greifen ihn gar nicht an. So. Unser Spiel da anziehen. So, jetzt habe ich mal Ball vom Kühlmann. Jetzt vielleicht mal schnell. Wenn es schnell geht, geht es eigentlich das Beste beim Boetius verliert da den Ball gegen Milovic. Ich hoffe, ich kann die Ansicht mal ändern. Das ist fast wie Augenkrebs. Oh, Kier, jetzt wo schon gar belastet ist auf der Seite, der macht das aber super mit seiner erfahrenen 30 Jahre schon auf dem Buckel hat. Der Delgado vielleicht jetzt mal mit dem Ball zum Sporar. Der setzt sich durch. Jetzt muss er eine rot-weiße Wand vor sich, wird aber da abgedrängt von der Thuner. Also jetzt, wegen dem Schnee kann ich es eigentlich gar nicht einsetzen. Und die Spracherkennung regt mich auch ein bisschen auf. Ich spiele jetzt da mal auf hohen Druck. Aber das würde gehen, wenn man mal den Ball hat. Ich muss nachher mal das Ganze mal ruhig. Wir haben da katastrophale Ballverhältnis. Also in dem Sinne, dass wir den Ball gar nicht haben können und Pass auch nicht ganz so stark machen. Stark ankommen, meine ich. Ali, jetzt vielleicht noch den Ball in die Mitte zum Delgado, das letzte zum
Tauland Xhaka. Findet keine Anspielstation. Vielleicht jetzt unten mal zu Sporar. Sporar! Der Ball aber klar drüber. Entspanntes Moment da im Spiel vor dem Viertelfinale. Chance auf Mangelware nach der halben Stunde jetzt. Eieiei. Ja, so. Mal jetzt eine Flanke über zum Ali, der frei steht, aber der kann den Ball nicht ganz schlecht an. Vielleicht jetzt mal durchgesetzt. Das hat er stark gemacht, aber verliert der Ball gegen Hediger. Ja gut, der Hediger hat auch eine starke Stärke. Das weiß man schon, wenn man ihn kennt vom FC Thun, dass man, wobei aber muss man fast, könnte man theoretisch fast alle Spieler kennen von der Schweizer Liga, so ein bisschen wie die Schweizer Liga ist. Oh, jetzt Rapp vielleicht. Oh, Digga, wie macht das super, blockiert hat die Flanke, aber es gibt Eckball. Jetzt vielleicht mal einen Konter nachher. Oh, Kümart. Ratti kommt raus, wenn der Munzi da den Ball richtig getroffen hätte, dann wäre es vielleicht drin gewesen. Nein, weil Ratti... Ich hasse es, wenn der Goal so rauskommt, dann immer schützt das Ball. Dann trotzdem geht jetzt Buetz, vielleicht mit einem Kraftakt, der setzt sich durch. Ball vielleicht mal aber zum Sporar. Sporar und der macht 1:0, was für ein sauberer Konter. Und Sporar nützt so eine Chance. Und macht das 1:0 für Basler nach einem schönen Konter. Das ist ein bisschen unerwartet gekommen, aber nach dem Eckball haben wir halt gut geschaltet. Und jetzt vielleicht nochmal ein kleiner Weckruf da für den Thuner, der jetzt unbedingt mit Goal schiessen. Aber das mit dem Ball, mit dem Pass muss besser werden. Hediger wird da umgerührt von Boetius. Boetius, der ein gutes Spiel macht. Sporar mit dem Ball über zum Legado. Das setzt der Bjarnason ein. Bjarnason vielleicht jetzt mal. Oh. Und der Thuner Guli hebt den Ball stark, lässt noch abprallen, hätte nochmal gefährlich werden. Der Pass jetzt in den letzten 5 Stunden recht stark geworden. Muss einfach so bleiben. Dann ist gut, dann bleiben wir auch drin. Ja, schön. Samuel über. Oh, der Ball ist schon gefährlich, sie Degen. Aber noch abwehren. Behalten. Bjarnason. Ball in die Mitte noch, aber es ist vorbei. Erste Halbzeit. Basel 1, Thun 0. So, jetzt gehen wir die zweite Halbzeit und wir haben die Kamera können ändern. Hoffentlich geht es jetzt besser. Bjarnason mit dem Dribbling. Setzt sich da gegen 2 Thuner durch, das ist super. Bjarnason. Ah, Sporar kommt nicht am Ball. Bjarnason vielleicht jetzt nochmal mit dem Kraftakt. Ball zurückgesetzt. Boetius aus dem Stand und Roberto. Muss noch alles, sonst wäre der Ball drin gewesen. Eckball. Oh oh. Jetzt Munzig gewinnt der Kopfball. Gretsch geht es nicht. Konter jetzt für Thuner Möglichkeit, aber Kümart macht das super. Weil Ratti macht jetzt auch ein gutes Spiel mit den 4 Tagen. Bjarnason aber auch. Wo sich jetzt da gut durchsetzt. Bjarnason sucht der Sporar in der Mitte, aber das ist eine schwache Flanke von Bjarnason. Direkt in die Hand von Roberto. Boetius. Oh. Ball verloren, Munzi. Ich tue jetzt mal mit einem Angriff Chance. Kirm wird da umgesetzt vom Zuffi. Freistoß für Thuner. Und hätte gerne einen Schuss.
Hey, jetzt denke ich mir, ein super Pass. Bjarnason sollte sich jetzt durchsetzen. Aber es gibt Freistoß für Thun. Sogenanntes Stürmerfoul. Oh, und da Grätsche ist nicht. Samuel wird da umgerührt vom Rapp und kein Foul. Xhaka grätscht gerade die super den Ball weggenommen, weil Weiser tun jetzt trotzdem am Ball. Bjarnason gönnt den Ball nicht zurück gegen Hediger. Zaga und zupft da und es gibt Freistoß. Gefährliche Stelle für Thun. Relati aber ohne Probleme macht. Vielleicht spielt jetzt wieder schnell. Macht er auch. Sporer. Wartet auf Bjarnason. Setzt den Ball jetzt tief wieder rein. Bjarnason. Ah, und der Ball aber jetzt für den Delgado viel zu lang. Und das kann Basel gut mit dem schönen Konter. Da nochmals 1:0 vom Sporer, der das super in die Ecke macht. Bleibt offensiv dran, wenn natürlich das 1:1 nicht kassieren, lieber das 2:0 suchen. Ah, und Boetius da mit einem schönen Grätsche, Sufi. Mit dem Ball dazwischen, Boetius. Oh, und da der Ball geht, glaube ich, an die Latte. Mit diesem Verhältnis ist es schwierig zum Spielen. Bjarnason wieder abprallen vom Roberto. Und da haut sich Thuner selber um. Flanke zwischen die Mitte. Oh, und da hat der Boetius lieber den Ball wieder zurückgegeben, um Sporer Munzi, jetzt vielleicht eine Konterchance. Wir werden in der nächsten Situation auch wechseln, sobald der Ball draussen ist. Boetius, Ball aber zum Xhaka. Oh, setzt sich da gut durch. Setzt sich nochmal gut durch, aber der Ball ist zu weit vorgelegt. Jos. Im Moment gibt es keine Situation, wo der Ball eben draussen ist. Leider können wir dadurch nicht wechseln. Eigentlich können wir das Foul suchen, will ich aber kein Geld riskieren oder kein Geld rot. Solange meine Spieler jetzt nicht einfach Säckchen gestört sind, ist kein Problem da. Aber jetzt wird es gefährlich. Hediger mit der Chance. So, wir wechseln gerade 3-mal da. Das Torschütze zum 1 kommt raus, Andras Sporar, wie der Delgado und der Boetius so gute Partie gemacht haben. Dafür kommt Rheingold, hier, wo ich unterstützen soll. Der Cedric Itten kommt hier und der, das weiß ich gar nicht, ich glaube der Janko kommt noch hier, genau. Auch noch hier. Oh, und jetzt das, der Feldpass vom Velati und der ganz komische Pass vom Rojas. Ite jetzt erstmal am Ball. Ich kann gerade zeigen, was er drauf hat. Setzt sich gut durch. Holt den Freistoß raus. Und da haben Basel jetzt gut gemacht. Zwei Kopfballstarke mit dem Iten und mit dem Iten und mit dem Janko geholt, wo echt groß sind. Zu viel sicher mit der Flanke, nein, es ist Thun, wo uns nerven will. Zu viel mit dem Flanke und Janko kommt nicht an. Der macht das ganz ruhig mit seiner Klasse. Samuel sucht gerade den Ball mal für zu viel mit dem Ball zum Iten. Der flankt sie ein, aber auch wieder der Ball nicht gefährlich wurde. Roberto. Noch 5 Minuten für Thun zum 1:1 schiessen, aber Baselmann näher am 2:0. Degen zieht 2 Thuner auf sich. Jetzt züchtet der Flanke wieder von Cedric, aber da verschätzt sich
Das ist eigentlich eine Position vom Iten. Wo spielt Janko vielleicht? Ballgewinn. Der Ball macht Glarner wieder gut und Iten grätscht da den Glarner wieder ab. Es gibt Einwurf für Thuner. Thuner kommt fast gar nicht führen. Hätte er jetzt vielleicht mit dem Ball führen. Thuner vielleicht jetzt mit der letzten Chance für den zum 1-1 schießen und jetzt wird es gefährlich. 2 gegen 3 Situation. Rachas. Aber Samuel macht das super. Klärt zum Eckball. 90. Minute abgebrochen. Der Goalie von der Thuner mit dabei. Arab wird da, rührt da den Iten um. Es gibt Freistoß für Basler. Janko grätscht uns nicht hier. Bürki, Ball mal hinten zum Roberto. Das wird aber nicht so mit dem 1-2, wenn Thun den Ball gegen Kinder spielt und der Ball so verliert wie jetzt Wieser. Oh, und das hätte ja als 2-0 können sein für Basel, aber Basel gewinnt mit 1-0. Wichtiger Sieg, sie sind weiter also im Cup. Da sehen wir weiter, Luzern setzt sich durch gegen sie mit 2-2 und FCZ muss gegen St. Gallen in die Verlängerung und verliert dann mit 2-1. Das schauen wir noch schnell in die Angebotterie, was da gekommen ist. Und zwar, Spiel gespielt Adam Traoré, das wissen wir, das ist vom letzten Mal noch. Steffen auch von letzter Folge noch. Spiel abgelaufen, wir bekommen 62.000 Euro, Franken. Und für den Mohamed El-Junussi möchten sie 3,8 Millionen. Jetzt schauen wir mal schnell in die Wunschliste. Ja, ich will die Spieler holen, wo wir schon wo Basel wirklich auch geholt hat, wenn wir auch holen, wenn es würde gehen. Jetzt schauen wir mal ganz schnell hier, und zwar Basel hat Omar Gaber geholt. Da müssen wir noch Arte El-Junussi, wenn es 3,8 Millionen. Das ist die Transferphase noch nicht an. Machen wir ganz schnell, damit die Pflege nicht lang wird. Wir müssen trainieren nochmal, die gleiche, Dragowski vor dem 75, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, und erreicht die 75, Buizus auch mit dem 77 und Embolo leider noch nicht mit dem 79, das wäre noch stark gewesen, und Iten auch ganz nah an seiner 60, was natürlich brutal wäre nach einer Saison. Das ist interessant, für wie das anhalten wollen, man hat kein Interesse, uns das zu verkaufen. Sehr tun wir natürlich erstmal Ausländer, warten wir mal. Kevin Bua, der erste kurzem dabei ist noch nicht Interesse. Omar Gaber 1,3 Millionen und das bin ich leider erst drauf gekommen beim Löschen. So, jetzt gehen wir schon führen. Hoppala. Jetzt hoffentlich steigt er jetzt die zwei. Iten steigt auf 60 und Embolo steigt auf das 79. Genau das wollen wir sehen. Das ist stark von unseren Jungs. Jetzt natürlich kurz vor der Transferphase trainieren wir nochmal. Oxford könnte jetzt nochmal steigen auf das 68, macht er nicht. Aber sonst bei jedem Stats Erhöhung. Das ist sehr gut. So, jetzt sind wir noch zum ersten. So. Erste Sting. Modellliches Scouting-Update schauen wir schon hier. Interessant. Vorsetzen mal. Den tun wir Verpflichtungen. Ablehnen. 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 Oh! Verpflichtungen. Und der geht leider weg. Der ist zu einem anderen Club gegangen. Das ist uninteressant. Uninteressant, 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 uninteressant. Und wir kommen zu Samuel oder Safari, das ist uns egal. So, Transferangebote für Watschlik und Zuffi, das ist mittlerweile Tradition, wir wollen für den Zuffi 30 Millionen. Ich liebe Betrieb, aber wenn es der wollt, müssen sie das zahlen und für den Watschlik eben die genannten 10 Millionen, die ich will. Nochmal 12 Millionen. Mit dem Geld könnten wir den Donnarumma holen.
Theoretisch. So, jetzt machen wir mal schon Angebote für die Jungs, die wir gesagt haben. Und dann beenden wir die Folge für heute mal. So, also, seid ihr, wir können eben nicht machen. Kevin Bua Anfrage, jetzt mal stellen wir mal. Und stellen wir Kauf für 500.000, 300.000 mal. Dann der Elionussi, wenn es 3,8 bieten wir jetzt mal 3 Millionen. Und für den Oma Gaber haben sie 1,3 Welle. Aber da wollen wir mal vielleicht nach Vertragsablauf verpflichtigen. Machen wir schon 9000 sowieso will. Yep, das wird gerade umgesetzt. Und sonst Dumbia können wir eben nicht holen, das sind die 4 Transfer, die wir jetzt gemacht haben, jetzt machen wir schon weiter. Noch kurz. Watschleck ist schon heiß begehrt. He? Da waren jetzt wieder 12 Millionen, habe ich gesagt. Leverkusen will auch. Wahrscheinlich. Ich sage jetzt mal englische Liga. Nein, spanische Liga. Spanische Liga wahrscheinlich, oder? Nein, deutsche Liga mal. Für 12 Millionen kann er gehen. So, und noch etwas, was mir recht wichtig gemacht haben, wenn mir falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Würde mich sehr freuen darüber. Wir werden einen gewissen Spieler nochmal zum Jahr verpflichten, damit er wirklich kein Interesse da hat, da wegzugehen. Und sonst ein Spiel, das man verlieren könnte, nein, das ist gut. Die 2 Safari will ich nicht verlängern. Weil im Moment uninteressant ist, vor allem für uns, weil der Safari echt gewechselt ist. Und ich auf dieser Position der Traoré und Ali haben, die recht stark spielen. Embolo mit dem F, was mir natürlich nicht freut. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir haben die nächste Folge, also die Transferfolge. Freut euch drauf. Wer werden wir holen, wer wird uns verlassen. Das seht ihr in der nächsten Folge vom FC Basel Karrieremodus. Falls es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.